und wir reden nach dem nächsten Beitrag gleich weiter, und zwar über eine Reise der FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Johannes Hübner. Die beiden berichteten ja nach einem Besuch beim tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrov, dass vor Ort, ich zitiere, Frieden und Ruhe herrschten und dass tschetschenische Flüchtlinge daher umgehend von Österreich in ihre Heimat zurückgeschickt werden könnten. Ein Befund, mit dem sie ziemlich allein dastehen, berichtet Zoran Dobric. Die FPÖ-Politiker Johannes Hübner und Johann Gudenus sind in tschetschenischen Fernsehnachrichten. 12 Minuten lang werden die beiden als hohe und angesehene österreichische Politiker präsentiert. Quasi ein Staatsbesuch aus dem demokratischen Europa. Das kommt in Tschetschenien eher selten vor. Alles zur besten Sendezeit. Viel Ehre für einen Wiener Klubobmann und den einfachen Nationalratsabgeordneten. Der tschetschenische Präsident braucht dringend Freunde aus dem Westen. Ramsan Kadyrov gilt als Handlanger von Russlands Gnaden. Der in einer umstrittenen Wahl gewählte Mann ist ein brutaler Machthaber, der seine politischen Gegner ins Gefängnis steckt oder einfach verschwinden lässt. So einer hat besonderes Interesse, das ihn das eigene Volk auch für einen echten Staatsmann hält. Die FPÖ-Delegation spielt mit. Ein paar Stunden reichen für ein positives Zeugnis. Für mich ist es, also für mich persönlich gesprochen, ist es besonders wichtig, klein A zu sehen, dass in dem Land wirklich Frieden und Ruhe herrscht. Для меня, например, очень важно убедиться в том, что в стране спокойствие и порядок. Frieden und Ruhe also. Ein vorschnelles Urteil, auch wenn in der Hauptstadt Grozny die Erinnerungen an die Kriege weitgehend verschwunden sind. Hinter den herausgeputzten Fassaden verstecken sich aber viele Menschen, die Angst vor dem neuen Regime haben. Bei uns ist alles wunderbar. Wir haben die schönste Moschee der Welt. Nur, mein Sohn ist vor 8 Jahren verschwunden, ohne Spur. 3 Kinder hat er zurückgelassen. Das tut uns allen sehr weh. Aber sonst ist alles ganz wunderbar. Die FPÖ will mit dem Report über die Motivation für die umstrittene Tschetschenien-Reise nicht sprechen. Johannes Hübner meldet sich krank. Johann Gudenus hat keine Zeit. Die Hintergründe für den Besuch bei Kadyrov sind auf der offiziellen FPÖ-Homepage nachzulesen. Die Begeisterung über die Situation im Kaukasus ist jedenfalls groß. Vor allem deshalb, weil der Präsident versprochen hat, seine Landsleute aus Österreich nach Hause zu holen. Der Präsident ist sich der Schwierigkeiten mit seinen Landsleuten in Österreich bewusst, auch, dass viele von ihnen bei uns kriminell werden, und bestätigte, dass der Großteil der Flüchtlinge nicht wegen politischer Verfolgung auswanderte, sondern um sich bei uns in die soziale Hängematte zu legen, erzählt Gudenus. Seit dem Fernsehauftritt geht in der tschetschenischen Gemeinde Österreichs die Angst um. Hüseyin Iskanov lebt seit 2004 in Wien. Er hat an beiden Kriegen in Tschetschenien teilgenommen. Zuletzt war er Parlamentsabgeordneter. Iskanov musste aus Grozny flüchten, weil er Angst um sein Leben hatte. Jetzt hat er wieder Angst. Als wir Tschetschenien, österreichische, jetzt kann ich sagen Tschetschenien, haben diese Bilder in tschetschenischen Fernseher gesehen. Alle tschetschenische Gemeinden haben sofort Angst bekommen, und weil es ist unsere Zukunft. Wir jetzt sind nicht sicher, was wird morgen passiert. Der Report trifft noch einen weiteren anerkannten tschetschenischen Flüchtling. Er will unerkannt bleiben, weil er die Rache von Kadyrovs Agenten auch in Wien fürchtet. Ich möchte als normal Mensch leben. Es ist kein Leben, wenn ich für viele, viele Jahre 24 Stunden mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit der ganzen Gemeinschaft immer denken muss, nicht über Arbeit, nicht über die Kinder, nicht über unsere Zukunft, sozusagen, dass wir jederzeit unser Leben verlieren können. Was müssen wir tun heute Morgen, dass wir nicht zurück nach Tschetschenien geschickt werden? Vor 3 Jahren wurde in Wien ein Tschetschene am helllichten Tag auf offener Straße ermordet.
Umar Israilov war unter anderem auch persönlicher Bodyguard von Präsident Kadyrov. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Israilov durch ein tschetschenisches Mordkommando erschossen wurde. Der Grund: 2004 ist Israilov nach Österreich geflohen und wollte vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gegen den Präsidenten aussagen. Mehrere Agenten des tschetschenischen Regimes sind in Österreich auf der Suche nach Regierungsgegnern, um sie nach Tschetschenien zu verschleppen und zu bestrafen. Umso unglaubwürdiger die neuesten Versprechen des Selbstdarstellers Kadyrov an die FPÖ-Politiker, er sei bereit, tschetschenischen Rückkehrern aus Österreich Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Solche Details interessieren die Strache-Delegierten nur am Rande. Der FPÖ geht es primär um die Schärfung des Profils als Anti-Ausländerpartei. Damit hat er, der tschetschenische Präsident, die bisherige Ansicht der Freiheitlichen nur bestätigt, so Gudenus. Die Tschetschenen bei uns sind fast ausschließlich Asylbetrüger und Wirtschaftsflüchtlinge. Weder das Außen- noch das Innenministerium sind gegenüber dem Report bereit, die Reise der FPÖ zu kommentieren. Zu erfahren ist nur, dass der Ausflug nicht offiziell gemeldet wurde. Der ehemalige SPÖ-Außenminister Peter Jankovic kritisiert die FPÖ scharf. Ich hoffe nicht, dass es Österreich schaden wird, aber es wird sicher einer Partei, die regierungsfähig, die von sich behauptet, dass sie regierungsfähig ist, kein gutes Zeugnis ausstellen. Denn man kann nicht, wenn man den Anspruch stellt auf die höchsten Ämter im Staat, dann in der Außenpolitik immer daneben greifen. Die FPÖ und ihre Diktatorenbesuche, von Gaddafi bis Saddam Hussein. Weil in Europa niemand mit den Freiheitlichen reden wollte, suchte Jörg Haider seine politischen Freunde woanders. Die Kritik des Westens wurde immer in Kauf genommen. Das Kalkül war recht einfach: sich daheim als friedensstiftender Staatsmann zu verkaufen. Heinz-Christian Strache kopiert auch diese Strategie seines einstigen Vorbilds und besucht die serbischen Nationalisten oder Diktatoren in Russland. Die Tschetschenien-Reise der FPÖ-Politiker macht der Menschenrechtlerin Karin Klaric große Sorgen. Die tschetschenische Gemeinde in Österreich sorgt sich, dass die Politiker womöglich auch ihre persönlichen Daten an die tschetschenische Regierung weitergegeben haben könnten. Es ist auf jeden Fall einmal die Frage zu klären, mit welchen Informationen sind die beiden ins Ausland gereist und wurden Informationen über Asylwerber, genaue persönliche Informationen über laufende Asylverfahren, über abgeschlossene Asylverfahren weitergegeben. Was wurde dort von den beiden Politikern erzählt über Menschen, die in Österreich Schutz gesucht haben? Und dann ist ganz wichtig, dass man sich einmal anhört, was die tschetschenische Gemeinde dazu zu sagen hat. Die Leute warten auf die Erklärung dieser Situation. Es werden wir nach Tschetschenien geschickt oder werden weiterbleiben, weil wenn wir sehen nicht unsere Zukunft in Österreich. Ja? Wir müssen oder andere Land suchen oder in den Wald gehen, weiß nicht, was machen weiter. Auch das sind die Folgen dieser umstrittenen FPÖ-Reise nach Tschetschenien.